Verschiedene Nichtregierungsorganisationen, darunter die IHH, kamen zusammen, um eine Pressekonferenz abzuhalten, auf welcher die Unterdrückung der Minderheiten in Ostturkestan geschildert wurden. Die Zusammenkunft verurteilte die Politik Chinas scharf und forderte die Schließung der Konzentrationslager. In Pakistan lebende uigurische Familien werden von chinesischen Behörden mittels Fragebögen überprüft. Die von dem chinesischen Konsul stammenden Fragebögen erfordern persönliche Details über die Familie, die alten Adressen in Ostturkestan, vorige Aufenthaltsländer und weitere. Der von China zum Tode verurteilte Kanadier Robert Lord Schellenberg erhält nun Hilfe von der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland, welche dem chinesischen Großkonsul ein Gnadengesuch für den Verurteilten zukommen ließ. Nach der Herausgabe des alljährlichen Reports des Pentagons über die chinesische Militärstärke zeigt sich das amerikanische Verteidigungsministerium besorgt wegen neuer militärischer Stützpunkte Chinas in Afrika, beginnend in Djibouti. Diese Gegebenheit und die Möglichkeit für China, auch außerhalb militärische Kräfte einzusetzen, könnte die wirtschaftlichen Strukturen global bedrohen. Die Paralympischen Spiele 2019 sollen in Malaysia stattfinden, welches bereits vor Beginn des Events verkündete, israelische Schwimmer von dem Wettbewerb auszuschließen. Die Regierung untersagt in Zukunft aus Israel stammenden Menschen den Zutritt zu Veranstaltungen. Der malaysische Außenminister Saifuddin Abdullah bestätigte im Kabinett die Neuregelung. Israelische Bürger dürfen demnach an keiner Veranstaltung teilnehmen. Ein Rücktritt des Beschlusses sei ausgeschlossen.